Und, Camp McCarran? Die Großkanne ist schon eingefallen. Wenn die Großkanne wohnt, ich lang ein bisschen dazu, gell? Mir ist wurscht, solange die zahlen. So, ich vermute, weil der gesuchte Mann ist da drin irgendwo. Ein Sturmsoll da schon, eben nicht. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Der Colonel James. Ja, was ist? Du bist ja da mit der Versteckung. Warum um alles in der Welt denken Sie, Sie könnten hier reinspazieren und mir vorschlagen, wo ich meine Truppen stationiere? Weil ich dabei bin. Ja. Hinzu kommt, dass ich keine Patrouille auf Latrinenpause schicken kann, ohne dass sie von jemandem überfallen wird, der davon Wind bekommen hat. Irgendein Spatz pfeift hier also was vom Dach. Wenn man Leute hat, die sich auf einen verlassen, muss man ruhig sein. Und es auch bleiben, wenn die Dinge nicht mehr in den eigenen Händen liegen. Tja, warum eigentlich nicht? Angesichts Ihrer soeben erfolgten Ankunft kann ich wenigstens ausschließen, dass Sie der Maulwurf sind. Ich setze gern vollstes Vertrauen in meine Männer, aber das wäre jetzt der falsche Weg. Nehmen Sie sich der Sache an. Mal sehen, was Sie rausfinden. Derzeit kommen wir nicht recht voran. In letzter Zeit scheint jedes Überfallkommando in New Vegas unsere Truppenbewegungen voraussagen zu können. Das bringt alles zum Erliegen. Nachschub, Verstärkung. Und es wird umso schlimmer, je länger wir der Sache keinen Riegel vorschieben. Captain Curtis führt gerade die Ermittlungen. Er kann Ihnen alles erklären. Der Captain Curtis. Und er fährt ein Zug noch nirgendwo. Wiedersehen. Pass auf. Ich meine, ich bin der beste Schnüffler weiter breit, gell? Ich krieg mal schon hin. Curtis, wo ist der Curtis? Wahrscheinlich über mir. Und ein Curtis? Kein Curtis. Wo treiben Sie da? Do not eat. Da unten stehen da wieder die Unser. Security. Curtis? Nein, wird der Gnost. Da wird 300, du Heiliger. Der Wolter. Boyd ist mit einem Gefangenen da. Wo bin ich, der Wolter? Mann, ist die wütend. Harry Boyd. Und der Kreuzritter da drin? Chefin, wo steht noch? Sie fallen hier doch auf wie ein bunter Hund. Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Heute richtig. Ja, bisher lief alles wie erwartet. Also schlecht. Aber Sie haben schon so viel für die RNK getan, da sind Sie eventuell genau das, wonach ich suche.
Wir haben vor kurzem einen waschechten Centuri aus Caesars Legion gefangen genommen. Das können Sie laut sagen. Wirklich jeder in Caesars Legion, von Caesar abwärts, würde sich lieber selbst töten, als in Gefangenschaft zu geraten. Sie sind so scharf darauf, dass sie es wohl schon tun würden, wenn man bloß versucht, sie zu umarmen. Aber hier haben wir einen Elite-Befehlshaber der Armee, der sich einfach ergibt, während seine Leute um ihn herum sich die Kehlen durchschneiden. Tja, ich weiß ja nicht, was Sie denken, aber für mich klingt das nach jemandem, der kooperieren will. Tut er aber einfach nicht. Das Einzige, was er von sich gibt, sind Beleidigungen. Ist übrigens ein echter Wichser. Und aus dem soll ich Informationen rausholen. Chefin, mich hat mit Prügeln. Hilft immer. Ich mag, wie Sie denken. Hatte ich das schon erwähnt? Leider lehnt die RNK ein solches Vorgehen ab. Schon seit der Präsidentschaft von Tandy gibt es Vorschriften dagegen. Aber wissen Sie, was ich an Ihnen mag? Sie gehören nicht zur RNK. Und all diese Jungs halten Sie auch noch für irre. Das ist eine Top-Kombination. Wenn man ihn nur genug vermöbelt und ihm etwas Angst macht, dann wird er schon singen wie ein Chorknabe. Legen wir los. Wenn Sie bereit sind, gehe ich rein und mache die Einleitung. Dann gehe ich und Sie lassen es ihn bereuen, überhaupt geboren zu sein. Wir wechseln uns ein paar Mal ab, bis er redet oder seinen Kiefer nicht mehr bewegen kann. So haben wir wenigstens den ganzen Tag Spaß. Vorbei, der vertraut schon was. Das gefällt mir. Okay, ich gehe rein und rede mal mit ihm. Dann rufe ich Sie später dazu. Du kochst ihn weich. Nicht Riechner. Wie der letzte Lange Sau. nicht gesehen, Silos. Lieutenant, ich habe gerade an Sie gedacht. Ist das so? Wirklich? Ich dachte gerade an Ihren schönen Hals. Wie niedlich. Ich An den dachte Hals? daran, wie Digga, mein den Husch. Sklavenhalsband der Legion stehen würde. Ich verzichte. Wissen Sie, was ich an unseren Sklavenhalsbändern liebe, Lieutenant? Wenn du sie so sehr liebst, dann solltest du sie mal ausprobieren. Wie eng sie sind. Ich bringe meinen Männern bei, wie sie anlegen müssen, damit sich über und unter dem Halsband das Fleisch ein wenig wölbt. Wissen Sie warum? Ist der heiße Scheiß in Modekreisen. Nicht ganz. Wenn das Halsband bei den Sklaven genau richtig sitzt, gewöhnt sich ihr Körper nie an das Gefühl, es zu tragen. Es schneidet gerade genug ein, wenn sie schlucken oder ihren Kopf drehen, damit sie nie vergessen, wem sie gehören. Und diese ständige Erinnerung sorgt dafür, dass sie gefügig bleiben. In diesem Fall sparst du dir das Halsband, das du mir geben wolltest, vielleicht lieber auf. Oh, für wen? Für einen Kumpel von mir, den du gleich treffen wirst. Mein Kumpel ist ganz und gar nicht zahm. Und wer ist dieser Freund? Du kennst all die Regeln, die von der RNK eingeführt wurden, um Kriegsgefangene zu schützen? Natürlich. Mein Kumpel kennt die nicht. Oh, und übrigens, Silos. Wenn du nur den geringsten Widerstand leistest, dann blase ich dir persönlich das Hirn raus. Kommen Sie rein, er gehört ganz Ihnen. Ich komme später wieder und schaue nach, wie Sie vorankommen. Bevor Sie reingehen, müssen Sie Ihre Waffe abgeben. Sie können sie später auf dem Weg nach draußen aus dem Spind holen. Meine Knarren, oh Gott. Das heißt, ich muss wieder neu errichten. Eine Plage. Also Silos, wie schaut das mit uns vor? Was sind Sie doch für ein ekelhafter kleiner Wurm? Aus welchem Haufen Exkremente hat der Lieutenant Sie denn gezogen, Wurm? So, wie schaut das aus? Braucht er gleich ein paar Futzen nachher? Sie müssen einen Grund haben, in Ihrer Branche tätig zu sein. Erzählen Sie mir doch, was Ihnen die Legion angetan hat. Haben wir Ihre Kinder versklavt? Ihre Familie vor Ihren Augen abgeschlachtet, um Ihnen eine Lektion zu erteilen? Egal, was es war, ich hoffe, dass ich dort war und den Befehl erteilt habe. Fußsoldaten der Legion werden so ausgebildet, dass sie nicht selbst denken müssen. Ihr Geist wird sozusagen konfliktfrei. Sie töten sich selbst, um Gefangenschaft zu vermeiden, da man ihnen nicht zutraut, diese Entscheidung rational in der Hitze des Gefechts zu treffen. Aber ich bin kein Fußsoldat. Ich wusste, dass ich der Gefangenschaft entkommen konnte, ohne dass ich auch nur minimale Informationen verraten würde. Ich gebe Ihnen Feige, Sie jämmerlicher Bastard. Ich werde Ihre Eingeweide im Raum verteilen. Ist was, Silos? Du Und Beut, wie schaut das? Bestürzt aus. Hier, vielleicht gehen Sie mal einen Moment raus. Sie haben ihn ganz durcheinander gebracht. Der andere braucht, warum ist denn dreschen? Ihre armselige Begleiterin
Verwaltung ist sowas von beschissen degeneriert. Ich weiß nicht. Mir kam er wie ein ganz freundlicher Herr vor. Wenn wir am anderen Flussufer wären, würde ich ihn von Hunden zerfleischen lassen. Das ist ein ganz schön langer Marsch, Silas. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Du solltest also lieber reden. Ihre Taktiken sind ein Witz. Wenn du nicht mit mir reden willst, dann kann ich gerne meinen Kumpel wieder reinholen. Sie beide können von mir aus verfaulen. Wie du willst. Kommen Sie wieder rein, er scheint Sie zu vermissen. Er vermisst mich. Trifft dich ganz gut. Silas, nächste Runden. Es gibt nichts zu reden, Wurm. Feigling? Ich habe Situationen überlebt, bei denen sich Ihre RNK-Soldaten in die Hose gemacht hätten. Ich habe nur mit einem Messer bewaffnet Angriffe gegen Männer mit Pistolen angeführt und ich sage Ihnen, die hatten Angst vor mir. Aber Selbstmord ist auf dem Schlachtfeld ein schwacher Tod. So weiß der Feind, dass man die Gefangenschaft fürchtet und gebrochen werden kann. Glauben Sie wirklich, dass ich mir die Kehle für einen größenwahnsinnigen, selbsternannten Diktator aufschlitze? Ich habe mich nicht bis nach oben vorgearbeitet, nur um alles durch irrationale Paranoia zu verlieren. Caesar dreht durch, da bin ich mir sicher. Er schließt sich in seinem Zelt ein. Unter 4 Augen klagt er über Kopfschmerzen. Egal was es ist, er mindert seine Führungsfähigkeiten. Meine Mission war sehr dringend, aber es dauerte 3 Tage, bis er uns losschickte. Wieder mal Kopfschmerzen. Klingt das nach einem Befehlshaber? Er hat einen Agenten in dieser Basis hier. Aber nutzt er diesen Agenten, um mich zu befreien? Nein! Ihm reicht es, wenn der Agent jede Nacht Truppenpositionen an unser Basislager übermittelt. Er weiß, dass ich hier bin. Und das interessiert ihn nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass er nachts Informationen per Funk übermittelt. Manchmal fanden diese Informationen ihren Weg in meine Zenturie. Ich hoffe, dass die Legion ihren jämmerlichen Körper am Pfahl verbrennt, wenn sie diesen Ort hier erobert. Nichts, was ich Ihnen erzählen könnte, würde daran etwas ändern. Bald, wie schaut denn aus? Ich bin fertig. Pass auf, meine Knarren kriege ich wieder, oder? Scheiße. Das bedeutet, wieder neu einrichten. Zum 100. Mal. Dienstgewehr, Jagdgewehr. War auf der 1. Die Flinte auf die 3. Die Magnum. Auf der 7 habe ich meine Granaten, passt schon. Chefin? Was sagt nicht? Gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, wie Sie es geschafft haben, ihm dabei kein einziges Haar zu krümmen, aber für den Ruf der RNK ist das gut. Und es könnte sich letzten Endes noch positiver für uns auswirken. Ich werde mal mit ein paar Leuten reden, wenn wir hier fertig sind. Das ist doppelt so viel, wie ein Berater normalerweise bekommt. Aber Sie sind ja ein echter Künstler. Betrachten Sie es daher als Ihre Gage. Ein Sprachkünstler. Bin nämlich Hobbypsychologe. Jo, wir sehen uns. Was hat er gesagt? Per Funk. Per Funk übermittelt einer die Informationen. Aber eigentlich suche ich ja diesen Curtis. Ein Mann namens Curtis. Was gibt's? Schaut aus wie Curtis, ist Curtis. Angenehm. Ich bin Curtis. Schlauer Kerl. Ich könnte hier jemanden brauchen, der unauffällig für mich arbeiten könnte. Wer auch immer der Maulwurf ist, er ist gut. Wenn ihm ein Feldjäger zu nahe kommt, ändert er sein Vorgehen. Unsere letzte Spur hatten wir vor Wochen. Mein Tipp: Fangen Sie mit Leuten an, die viele Beobachter im Einsatz haben.
Beispielsweise Lieutenant Boyd oder Sergeant Contreras. Aber Vorsicht bei Contreras. Er ist selbst nicht ganz unverdächtig. Halten Sie mich über alle Spuren auf dem Laufenden. Dieser Kerl hat eine Menge meiner Leute auf dem Gewissen. Das werde ich ihm heimzahlen. Bis später. So, das heißt wieder zurück zu Boyd. Der fix. Besser, ohne Summert. Hätte ich gesagt, oder so ist er nochmal. Die Ranger-Veteranen sind aus Baja auf dem Weg hierher. Hab sie noch nie gesehen, aber Der sie Sommer sollen wollte. Fleisch fressen und Kugeln scheißen. Wo ist denn Beute gemacht? Nelson gehört wieder uns. Die Bahnhofshalle? Hallo. Morales. Hat der Ist ja Colonel Sie nicht. geschickt? Ich hatte gehofft, dass er es sich anders überlegt hat. Ich weiß. Ich habe geweint. Wie dumm. Sowas machen Soldaten eigentlich nicht. Mein Ehemann, er ist Ranger und er wurde von einem Rudel Unholde ermordet. Die verdammten Wilden haben seine Leiche den Geiern überlassen. Meine Vorgesetzten sprechen es nicht aus, aber sie wollen Esteban dort draußen liegen lassen. Das ist mir klar. Sie haben noch nie jemanden verloren, oder? Nicht so. Sie mussten nie daran denken, dass die Person, die sie lieben, allein in der Sonne verwest. Die RNK lässt nie einen Soldaten zurück. Das haben uns die Anwerber erzählt. Versprochen. Wir glaubten ihnen. Mal da wieder mal so, wir müssen eine Leiche bergen. Ich hatte fast schon aufgehört zu hoffen. Aber seien Sie vorsichtig. Ich will nicht, dass jemand für mich draufgeht. Estebans Leiche liegt zwischen einigen Gebäuden östlich des Repcon-Hauptquartiers. Zumindest sagten das seine Truppkameraden. Nördlich von dort ist eine RNK-Position. Sie liegt auf dem Weg. Dort können Sie sich über die Lage informieren. Ja, Chefin, die bin ich schon. Mein Ziel ist da hinten. Der ist fix. Oh Scheiße, wo geht durch? Der Vorratsschuppen, wo gibt's da drin? Contreras, aha, den suche ich. Es sieht aus, als suchten Sie einen zuverlässigen Lieferanten. Ja, verkauft was? Ich brauche gar nichts. Meinen Sie etwas anderes als einen Fremden ohne militärischen Ausweis, der mich in unserer Basis verhört? Hat Sie Boyd dazu angestiftet? Diese Belästigungen gehen mir echt auf die Nerven. Sagen Sie ihr, dass sie nicht weiter meine Zeit verschwenden soll. Nein, ich habe nichts Verdächtiges gesehen. Das Geschäft läuft wie gewohnt. Wiedersehen. Hat der Dreck am Stecken? Wahrscheinlich, oder? So wie er es herführt. Pass auf, ein Terminal. Da geht nach draußen. Verschlossen. Ich halte mich im Hintergrund. Baby, pass auf. Ich probiere mal, vielleicht komme ich rein. Ja gut, war nix. Und keiner mehr verloren.
Also, was habe ich gefunden? Ich habe gerade ein Beut. Wieder mal. Das haben wir die Nummer mit der Leiche. War diese Mission? Nelson gehört wieder Wo uns. treffen Sie? Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Ja, Sie Beut, sind zurück. da bist du. Was für eine Art Feldjäger wäre ich, wenn mir nichts Verdächtiges auffallen würde? Ich habe ein paar fahnenflüchtige Soldaten, Einbrüche, Diebstähle und so weiter. Da wäre Anders. Er ist ein Ranger. Der ist nicht verdächtig. Er macht mir bloß Sorgen. Er ist auf einen gefährlichen Einsatz gegangen. Colonel Shu hat ihn losgeschickt. Jetzt fühlt er sich wohl schuldig, weil er keine Möglichkeit hat, um zu überprüfen, wie es ihm geht. Ich kenne ihn selbst nicht so gut, aber er ist wohl der Mann, an den man sich wendet, wenn man was im Geheimen rein oder rauskriegen will. Darüber sollten Sie wirklich mit Colonel Shu sprechen. Einbruch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es gab keine Spuren von Gewalt. Aber nachts schleicht sich wohl ab und zu jemand in den Kontrollturm. Wahrscheinlich ist es nur der Treffpunkt für heiße Rendezvous zwischen Soldaten. Die Jugend von heute. Aber es ist komisch, dass sie nicht eingebrochen sind. Das heißt, sie haben die Zugriffscodes und die haben nur die wenigsten Soldaten auf der Basis. Sicher, wenn Sie dem nachgehen wollen. Sehr viel gibt es da nicht zu stehlen. Nur ein Haufen alter Kommunikationsgeräte. Wenn Sie mehr herausfinden können, wäre ich daran interessiert, davon zu hören. Irgendetwas schmeckt mir daran überhaupt nicht. Und wenn ich nicht hier beschäftigt wäre, würde ich mich selbst auf die Lauer legen. Der Kontrollturm. Aha. Und die Diebstähle? Ja, bei den wöchentlichen Inventuren fehlt immer etwas. Meistens Waffen und Munition. Nichts, was gern verloren gehen darf. Bisher keine Zeugen. Ich tippe auf Sergeant Contreras, dieses kleine Wiesel. Er sollte für die Verteilung zuständig sein. Aber er ist zu schlüpfrig, sodass ihn nie jemand erwischt. Wir haben seine Sachen ein Dutzend Mal durchsucht und nichts gefunden. Gut, je mehr Waffen sie bergen können, desto mehr davon kann ich benutzen, um Contreras für seine Inkompetenz erschießen zu lassen. Jupp, wir sehen uns. Und wir sehen uns später.